kam der Umfaller der STIKO, also der Ständigen Impfkommission, bezüglich der Impfung von Kindern im Alter von 12 bis 15 Jahren nicht wirklich überraschend. Zu übermächtig war der medialpolitische Druck auf die Entscheidungsträger. Land auf, Land ab berichteten die Medien von einer Studie aus den USA, wonach dort bereits über 10 Millionen Kinder und Jugendliche mit dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff geimpft worden sein sollen. Welche Regeln gelten für Kinder? Auch da ändert sich mit diesem Tag einiges. Denn die STIKO, die Ständige Impfkommission, hat ihre bisherige Haltung geändert. Nun empfiehlt sie, dass auch 12- bis 17-Jährige geimpft werden sollten. Fragen wir auch danach. Christiane Hübscher in Berlin. Wie kommt es, dass die Impfkommission jetzt doch auch für Kinder gilt? Ja, ganz einfach. Die Ständige Impfkommission hat jetzt mehr Daten als noch vor einigen Wochen. Vor allem aus dem amerikanischen Impfprogramm, wo ja schon fast 10 Millionen Kinder geimpft sind. Die STIKO hat sich also deren Erfahrungswerte genau angesehen und sagt jetzt, das Risiko einer Herzmuskelentzündung, die ja vor allem bei männlichen, frisch geimpften Jugendlichen in einigen Fällen aufgetreten ist, dieses Risiko sei eben a. sehr selten und b. gut behandelbar. Und weitere schwere Impfnebenwirkungen hat man bei Kindern bisher nicht beobachtet. Aber ganz sicher hat die STIKO auch unter großem politischem Druck gestanden. Es hat ja eine Vielzahl von Politikern gegeben, von Karl Lauterbach bis hin zu diversen Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, die immer wieder gefordert hatten in den letzten Wochen, die STIKO solle die Impfung für alle Kinder ab 12 empfehlen. Ja, und das hat sie heute getan. Aber dabei hat das Expertengremium erneut seine Unabhängigkeit betont. In einem Artikel des Ärzteblatts vom 11. Mai 2021 hieß es, dass die FDA, die Food and Drug Administration in den USA, den Impfstoff am Vortag, also am 10. Mai 2021, für Kinder von 12 bis 15 Jahren freigegeben habe. Was aber permanent unterschlagen wird, es ist nach wie vor eine Notfallzulassung, die die FDA in den USA entsprechend angepasst habe, hieß es im Ärzteblatt. Eine explizite Studie konnte ich dazu im Internet nicht finden. Somit ist der Impfstoff auch in Deutschland wohl nur als sogenannte Notfallzulassung für Kinder zugelassen. Aber wo genau ist dieser Notfall? Jetzt einmal scharf nachgedacht. Diese Notfallzulassung für Kinder in den USA ist also vom 10. Mai diesen Jahres. Ergo gerade einmal etwas über 3 Monate alt. Und in der Zeit wurden in den USA 10 Millionen Kinder geimpft. Im Durchschnitt wurden also rund 104.000 Kinder täglich geimpft. Vielleicht waren es auch an einem Tag mal mehr oder weniger. Aber sich auf einen Zeitraum von gerade einmal guten 3 Monaten bei einer Risikobewertung zu stützen, ist mindestens fahrlässig. Ich persönlich halte das gerade im Zusammenhang mit Kindern für kriminell. Diese 10 Millionen Kinder wurden ja schwerlich an einem Tag geimpft. Das bedeutet aber, dass die Aussage bezüglich der Erfahrungen mit den Nebenwirkungen entweder vorsätzlich falsch ist oder in Unwissenheit gemacht wurde. Denn de facto sind die Erfahrungen genau wie alt? Und wer genau hat diese Erfahrungen gemacht? Bei BioNTech habe ich jedenfalls nichts zu einer Phase-3-Studie bei Kindern aus den USA gelesen bzw. gefunden. Schon eigenartig. Wenn man denn so erfolgreich bei Kindern in den USA ist bzw. war, warum findet sich auf der Homepage von BioNTech in Deutschland nichts dazu? Warum haben wir in den Medien keine Schlagzeilen zu einer Studie an den Kindern in den USA gelesen oder gehört? Die gewählte Formulierung in den Medien kommt wohl nicht von ungefähr sehr schwammig daher. On y soit qui mal y pense. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Bei einer solch folgenschweren Entscheidung erwarte ich von Politik und Medien, dass sie ganz genau hinschauen. Gibt es zuverlässige Studien? Wer hat die Studien beauftragt bzw. bezahlt? Solange keine besondere Gefährdungslage für Kinder vorliegt, halte ich diese Impfung für einen an Kriminalität grenzenden Wahnsinn. Unsere Kinder den Big Pharma-Konzernen als Versuchskaninchen zu überantworten, ist moralisch beispiellos und ich kann nur inständig hoffen, dass dieses Experiment nicht ähnlich katastrophale Auswirkungen hat wie seinerzeit Contergan. Für die Jüngeren unter meinen Zuschauern, Contergan war ein Beruhigungsmittel, das vorschnell in den Handel kam und zu tausenden Fehl- und Missbildungen bei Neugeborenen geführt hatte. Weil es als Wundermittel gegen Schwangerschaftsübelkeit angepriesen wurde, wurde es entsprechend häufig konsumiert.